Trollpfurz. Nachdem sich die ersten Siedler in Borgarfjörður und an weiteren Orten in Westislands niedergelassen haben, zogen sich die Trolle ins Hochland zurück und suchten sich Höhlen im Lavafeld von Hatlemünarhraun und anderswo. Manche Trolle waren sehr wütend auf die Menschen und bereiteten ihnen so viel Ärger, wie sie nur konnten. Einer davon war das Trollweib Depilrassa oder Tupfenhintern. Sie hauste auf der Arnveinsheide und war besonders schwierig im Umgang. Sie stahl Vieh und Menschen und aß beides mit größtem Appetit. Zu jener Zeit wohnte in Húsafell ein Mann namens Thorstein. Es war eine alte Tradition, im Spätsommer auf die Hofebene zu gehen und Forellen zu fangen, als Vorrat für den Winter. Die Gerüchte über die bösartige Trollfrau schreckten Thorstein nicht davon ab, die ergiebigen Gewässer zu nutzen. Deshalb ging er, wie so oft, zum Fischen und nahm einen Knecht mit. Nach 2 Tagen, in denen sie einen guten Fang gemacht hatten, bemerkten sie eine Bewegung hinter einem Felsen, nicht weit von ihnen entfernt, und es war ihnen, als ob sie beobachtet würden. Thorstein rief laut: Zeig dich, wenn du was von mir willst. Nach einigem Warten sahen sie eine dunkle Gestalt hinter dem Fels hervorkommen und sich ihnen nähern. Ein zerzauster Trolljunge, der am ehesten einem stängigen Manne glich. Sie riefen ihm einen Gruß zu und fragten, was er auf dieser Hochebene triebe. Er sagte, er hieße Dofri und sei der Sohn von Depilrassa und einem Schaftreiber, den sie vor vielen Jahren geraubt und in ihrer Höhle festgehalten hatte. Aber jetzt hat meine Mutter meinen Vater getötet und aufgegessen. Bald erwartet mich dasselbe Schicksal, denn sie meckert ständig an mir herum. Genau wie sie es bei meinem Vater gemacht hat, bevor sie ihn umbrachte. Thorstein fand Gefallen an dem Jungen und bot ihm an, sich bei ihnen zu verstecken und sie in bewohntes Gebiet zu begleiten. Dofri bedankte sich und sagte: Sie weiß von eurem Aufenthalt hier und will euch rauben. Ihr seid stattliche Männer, sodass sie sich kaum auf euch beide gleichzeitig stürzen wird. Ihr solltet eng beieinander stehen, wenn sie kommt, denn Axt und Messer am Gürtel tragen. Normalerweise tut sie freundlich und bittet um Skir. Ihr solltet ihr das Essen geben, aber ihr solltet ihr nicht erlauben, sich bei euch mit einem Kuss zu bedanken, denn dann wird sie euch höchstwahrscheinlich den Kopf abbeißen. Als sie Dofri in einer nahegelegenen kleinen Grotte versteckt hatten, fischten Thorstein und der Knecht wieder. Kurz darauf sahen sie, wie sich eine ihnen unbekannte Gestalt näherte. Es war das alte Trollweib, hässlich und monströs. Es kam so, wie Dofri es gesagt hatte. Sie tat freundlich und bat um Skir. Sie bekam das Gewünschte und wollte Thorstein einen Kuss für die Mahlzeit geben. Aber er wich aus und sagte: Dein Dank genügt auch ohne Kuss. Das Weib trat unentschlossen von einem Bein aufs andere, bis sie sich plötzlich umdrehte und wegging, ohne sich zu verabschieden. Am Morgen danach zogen Thorstein, der Knecht und Dofri mit 3 Pferdeladungen Fisch wieder in das besiedelte Gebiet. Im Jahr darauf gingen sie abermals auf Fischfang, außer Dofri, der nicht wieder zurück ins Hochland wollte. Sie waren nun zu mehreren und das Trollweib ließ sich nicht blicken, während sie beim Fischen waren. Bevor sie sich wieder auf den Rückweg machten, errichteten Thorstein und seine Männer eine kleine, solide Hütte, denn sie planten, im Winter zum Eisfischen wiederzukommen. Im tiefsten Winter, als die Gewässer vereist waren, begaben sich Thorstein und ein Knecht wieder auf die Hochebene. Sie richteten es sich in der Hütte ein und entfachten ein Feuer in der Feuerstelle, um einzuheizen, bevor sie zum Fischen gingen. Sie machten einen guten Fang, aber es herrschte eisiger Frost und es wurde ihnen sehr kalt beim Aufenthalt draußen. Deshalb gingen sie abwechselnd in die Hütte, um sich aufzuwärmen. Am Nachmittag des 2. Tages sah Thorstein, als er von der Hütte zurückkehrte, dass Depilrassa den Knecht erwischt und getötet hatte und nun mit großen Schritten auf ihn zusteuerte. Er wusste sich keinen anderen Rat, als wieder in die Hütte zu gehen und den Riegel vorzulegen. Bald merkte er, wie von der anderen Seite an der Tür gerüttelt wurde. Und er musste all seine Kräfte aufbringen, um dagegen zu halten, damit der Riegel nicht nachgab und die Tür nicht aus den Angeln gehoben wurde. Als nächstes erschütterten Schläge die Hütte
und Steine wurden von außen aus der Wand gerissen. Aber die Hütte war so gut gebaut, dass es dem Troll zu zeitraubend erschien, damit weiterzumachen. Wenig später hörte Thorstein ein Gepolter auf dem Dach. Etwas schob sich über den Rauchabzug und ein warmer Strahl ergoss sich hinunter auf die Feuerstelle und löschte das Feuer aus. Der Strahl war so gewaltig, dass sich die Flüssigkeit auf dem Boden sammelte und Thorstein bis über den Knöchel reichte. Als nächstes war ein mächtiges Gedonnere zu hören, dem ein derartig übel riechender Gestank folgte, dass Thorstein beinahe in Ohnmacht fiel. Er vermutete, dass die Trollfrau einen Wind hatte fahren lassen, mit dem sie ihn ersticken wollte. Kurz bevor er das Bewusstsein verlor, fiel sein Blick auf seinen Wanderstock, der an der Wand lehnte. Der Stock hatte eine scharfe Eisenspitze und wurde benutzt, um Löcher zum Angeln in das Eis zu bohren. Thorstein schaffte es, den Stock zu ergreifen und taumelte damit zur Feuerstelle. In dem Moment, als er die Spitze durch den Rauchabzug in das Hinterteil der Trollfrau rammte, sagte er: Nimm das und trag deinen Namen zurecht, du Bestie. Die Trollfrau stieß einen fürchterlichen Schrei aus. Aber sie war schwerfällig und es gelang ihm, den Wanderstock 3-mal bis zum Anschlag in ihren Hintern zu rammen, bevor sie aufstand und frische Luft zum Rauchfang hineinströmte. Er erholte sich schnell wieder und schritt mit dem Wanderstock in der Hand zur Tür hinaus. Depelrassa stand stark blutend an der Wand. Sie schaute zuerst ihn und dann den Wanderstock böse an, bevor sie über den zugefrorenen See davonrannte. Thorstein vermutete stark, dass sie beabsichtigte, die Leiche des Knechts mitzunehmen. Das durfte er nicht zulassen. Deshalb rannte er ihr nach, schwang seinen Stock und schrie ihr Schimpfworte hinterher. Als sie dies bemerkte, änderte sie die Richtung und verschwand hinter einem Hügel. Thorstein verfolgte die Blutspur noch eine Weile, bis er beschloss, umzudrehen. Er war erschöpft, doch er hielt es nicht für ratsam, in der Hütte zu übernachten. Am vernünftigsten schien es, den Fang heimzubringen und den Knecht anständig zu beerdigen. Thorstein schaffte es mit knapper Not nach Hause und musste einige Wochen lang das Bett hüten. Er blieb den Rest seines Lebens kurzatmig und geschwächt. Von Depelrassa hatte man nie wieder etwas gehört und es ist nicht bekannt, dass sie nach diesem Vorfall noch einmal Reisende auf Arnveitshede belästigt hätte. Man nimmt an, dass sie in ihrer Höhle an Blutverlust gestorben ist.